nach Redok. Wo wird denn das sein? Aber ich glaube, ich lege mir erstmal aufs Ohr. Weil Nacht wird. Mal bitte. Und wir schlafen mal wieder, genau wie früher. Bis zum nächsten Morgen. War's das schon? Schaut das aus? Okay, gespeichert. Was hat er gesagt mit Gorn? Wo ist Gorn? Da ist er. Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Gorn zeigt dir das Rebellenversteck. Das muss ja gleich in der Nähe sein, gell? Hat er gesagt. Redok ist gleich am Sieg. Moment, ich hab was gesehen. Heilpflanze. Zauberwurzel. Du hast es so gemacht. Was machst du? Gorn! Gottes Willen, was treibt der? Wird das was? Ich schau dazu. Ein Mistvieh weniger. Und Erfahrung habe ich gekriegt. Nicht Brav. Er zuckt noch. Hör auf zu zucken. Du warst aber schon, oder? Ja, ja, wart. Ja, wart. Muss sammeln. Bin doch die Kräuterhexe. Mana-Pflanze. Okay, hab ich es ja, oder wie? Schaut das aus? Okay, bin schon wieder da. Moment. Adlerauge. Hat da was entdeckt im Augenwinkel. Wo führt er mich hin? Flammenbeere. Da ist noch was. Feuernessel. Siehst du, da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Ich werde eine Weile hier bleiben und dann weiterziehen. Lass dich nicht unterkriegen. Wir sehen uns. Was haben wir da? Ach, das ist das Versteck schon von den Rebellen. Ist das Redok? Komm gleich. Bin noch beschäftigt. Gibt's noch mehr? Die Sammelwut, gell, ist es? Kann wieder nicht aufhören zum Sammeln. Oh, Wölfe, gut, überzeugt. Ich habe keine Lust mehr zu sammeln. Da ist noch was. Ich würde mal sagen, ich schau da rein, oder? Aber vielleicht sollte ich speichern, nicht, dass mir nicht willkommen heißen, gell? Okay. Das sind aber nicht für Rebellen. Die paar Stück da. Brenton. Gelford. Ja, ich würde mal sagen, ich plaudere mit dem Typen da. Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern, unten in der Höhle. Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ich habe es den Kriegern schon gesagt, aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im Kopf. Wenn diese Biester nicht bald verschwinden, können wir nicht weiterarbeiten. Ja, ich hab's schon verstanden. Ich soll die Schweine vertreiben. Was gibst du mir, wenn ich die Wildschweine an eurem Arbeitsplatz töte? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter und habe nicht viel. Aber wenn du uns diesen Dienst erweist, gebe ich dir 30 Goldmünzen. Ja, ein bisschen knapp, gell? Aber bin ja nicht so. Ich erledige die Wildschweine. Wo sind sie?
Du steigst die Treppe hier rauf und gehst ein Stück nach Osten in den Wald. Verstehe. 30 Goldstücke für ein paar Wildschweine töten. Sollte mal nicht so schwer sein. Ein Rebell. Umso Kisten schön. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich die Kisten aufmache. Wahrscheinlich schlagen sie mir den Kopf ein. Kannst ja nicht fübeln. Das ist gone, gell? Jetzt rede ich noch mit dem da. Gelford. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Orks haben überall ihre Späher in diesem Gebiet. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Red Orc. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager? Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Erzähl mir mehr über euch Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrtana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Red Orc auf kurz oder lang finden. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Noch nicht. Warum soll ich die Orksöldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Orksöldners ist einfach, ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Zeig mir Javier, okay, deine gleich. Ware. Was hat er? Er verkauft Rüstungen. Was? So teuer? Gottes Willen. Kann ich mir nicht leisten. 20.000, eine Rebellenrüstung. Die schwere Rebellenrüstung kostet 60.000. Du Holzabschneider. Aber ich doch nicht reich. Scheiße. Haben wir noch was? Sonnenkraut. Da ist eine Kisten. Der wird reinschauen. Habt ihr was dagegen? Da vorne mal speichern, ha? Kann nie schon. Ich schau mal noch. Was? Kann ich gar nicht auswählen, schön. Scheiße. Gut. Ich glaube, ich muss mal die Tastatur, die Tastenbelegung umstellen. Oh, schön. Stöckern. Das ist gut. Vorteil. Okay, schauen wir oben. Was haben wir denn da? Krötenwurz. Morgentau. Oh, früher haben die nur Ding gekostet, gell? Die Schwammerl haben früher Butterfleisch gekostet, oder? Dämonenpilz. Ja, ist ja. Ach Gott, das ist so viel. Zauberwurzel. Da ist auch noch was. Darf da aufhören. Okay, ein Wachposten. Der interessiert uns nicht. Ich sag Xavier. Oder wie der geheißen hat.
Ein Rebell? Wer ist das? Sebastian. Ein Magier, schön. Was? Ach so, ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Redok. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Erzähl mir etwas über Alchemie. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert, so wie die Feuerkelche zum Beispiel. Lehre mich dein Wissen über Alchemie. Ich glaube, das haben wir noch nicht nötig, oder? Im Moment noch nicht. Was ist an den Feuerkelchen so Besonderes? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Zeig mir deine Ware. Okay, was hat er? Heiltränke. Kann ich sowas brauchen? 10 Stück habe ich. Aber da ja da schon, der Holzabschneider. Aber gut. Wie komme ich zurück? Ich kann ja selber brauen. Moment. Wie kann ich das machen? 3 Stück. Gut, besser als gar nichts. Jetzt habe ich nämlich keine Fläschchen mehr. Scheiße. Der wieder nachschauen. Stört dir das? Moment. Ich schau nach, oder? Ob noch was drin ist. Nimm deine Finger da weg! Gut, ich hab schon gesehen. Ja, ich hab schon gesehen, ist keine gute Idee, gell? Ich lasse euch schon in Ruhe, keine Sorge. War nur ein Test. Marlo. Der Ladebildschirm dauert aber lang, gell? Muss ich sagen. Ich glaube, dann sollte ich da vielleicht auch meine Finger weglassen. Bevor es mir wieder zusammenhauen. Was war's denn da? Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlo verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Wer bist du? Ich bin Marlo. Ich bin der beste Händler hier an der Küste, von Ardea bis Kap Dun.
Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln, und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, werden sie sich dir zu erkennen geben. Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben, allerdings nicht umsonst. Pass auf. In der Wildnis. Oder Kap Dun. Schauen wir mal. Was gibt's in Kap Dun? Dieser dicke Alchemist in Kap Dun hat eine Truhe, wo er sein Zeug aufbewahrt. Die Orks bezahlen ihn mit der Beute aus ihrem Kriegszug. Da sollte was zu holen sein. Gut zu wissen. Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben, allerdings nicht Ja, ich weiß schon. umsonst. Pass auf, das machen wir noch. Was gibt es in der Wildnis der Küstenregion? Die Gegend hier wird vornehmlich von Banditen beherrscht. Der Boss dieser Bande heißt Ortega. Er sammelt seine Beute in seiner Höhle irgendwo im Norden. Wenn es was an der Küste zu holen gibt, dann dort. Zeig mir deine Ware. Okay, was hat er für uns? Eine Karte, die habe ich selber. Spitzhacke. Moderne Bergarbeiter-Ausrüstung. Mag ich bezweifeln, dass die so modern ist. Habe ich den Wertsachen für ihn? Anscheinend habe ich. Braucht er den? Gibt ein bisschen was, gell? Weil meine Unkosten wieder einer da. Okay, sonst hat er nichts.